Meine Frau und ich haben letzte Woche zusammen eine Zeit gehabt, wo wir den Herrn gepriesen haben. Und da habe ich ein Bild gehabt. Und zwar habe ich gesehen, wie ich hinter dem Fenster stand, bei uns im Wohnzimmer. Und ich habe gesehen in diesem Bild, wie ich rausschaue und sehe, wie die Bäume sich im Wind, die Büsche sich im Wind bewegen. Und der Heilige Geist hat mir dann gesagt, ich kann mich entscheiden. Will ich nur hinter dem Fenster hinausschauen, was der Wind für Auswirkungen hat draußen, oder will ich hinausgehen in den Wind hinaus? Will ich nur von drin rausschauen und denken, hey, der Wind, der bewegt sich. Der Wind ist ja ein Bild für den Heiligen Geist. Oder will ich hinausgehen, hinaus in diesen Wind und den Wind spüren in meinem Leben? Und diese Predigt heute Morgen ist auch so eine Herausforderung. Wollen wir wirklich hinausgehen in das Wirken Gottes, in das Wirken des Heiligen Geistes? Und ich habe festgestellt, Gott ist auf der Suche. Habt ihr das gewusst? Gott ist auf der Suche. Also der Schöpfer des Universums, der Schöpfer dieses Planeten, der Schöpfer des Universums, der ist auf der Suche. Er sucht etwas. Wisst ihr, was er sucht? Was? Er sucht Menschen. Gott sucht Menschen. Und vielleicht können wir ihm heute Morgen helfen, dass er findet, dass Gott fündig wird, du und ich. In Johannes 4, Vers 23 und folgende und 24, da lesen wir, Johannes 4, da sagt Jesus zu dieser Frau am Jakobsbrunnen, die Stunde kommt und ist jetzt da, wo die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn, im Grundtext steht so, denn der Vater sucht solche Anbeter. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Denn der Vater sucht solche Anbeter, die ihn in Geist und in Wahrheit anbeten. Solche Menschen sucht Gott. Nach solchen Menschen hält er Ausschau in unserer Welt. Und scheinbar sind solche Menschen in unserer Welt, obwohl es so viele Menschen gibt, nicht so einfach zu finden. Was heißt es, Gott in Geist und Wahrheit anzubeten? Was bedeutet das? Das sind Menschen, die es wirklich so meinen. Mit ihrem ganzen Leben, mit ihrem ganzen Lebensstil Gott preisen wollen. So wie es in Epheser 1, ich glaube Vers 7, dort steht es, dass wir ein Lob sind seiner Herrlichkeit. Dass du ein Lob bist der Herrlichkeit Gottes. In Wahrheit, in Geist und Wahrheit anbeten. Das bedeutet mehr als nur am Sonntag hier im Gottesdienst zu sitzen und dem Herrn ein paar Lieder zu singen. Das ist gut, richtig und auch wichtig. Aber Gott in Geist und Wahrheit anbeten bedeutet mehr. Mehr, das ist ein Lebensstil, dass wir in allen Lebensbereichen, in allen Lebensumständen, in allen Situationen, im Alltag, eben dann auch am Montagmorgen, vielleicht wenn es dir gar nicht drum ist, wenn du andere Gedanken hast und andere Ziele und Pläne, wenn es dir gar nicht drum ist, oder sogar, oder erst recht, wenn du in Problemen bist, wenn etwas schief läuft, dann den Herrn anbeten, ihn preisen, Gott in Geist und in Wahrheit anbeten. Wirklich es so meinen, mit dem ganzen Leben, mit deinem ganzen Sein, Gott anbeten. Nicht Gott preisen, wenn du oder weil du oder dass du in Schwierigkeiten bist, sondern trotz den Schwierigkeiten Gott preisen. Weil du weißt, er hat eine Lösung für dein Problem, für deine Schwierigkeit. Und das können wir nur wirklich tun, wenn wir Gott kennen, wenn wir wissen, wie er ist, wie er denkt. Und das sehen wir ja, wie Gott ist in seinem Wort, dass er gut ist, dass er 100%ig für dich ist, dass er möchte, dass es dir gut geht. Wenn wir sehen, was Jesus alles in seinem Erlösungswerk erwirkt hat für dich und für mich, so können wir ihn preisen, weil wir wissen, Gott, du bist für mich, du bist da. Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott für dich ist, dass er es wirklich nur gut meint mit dir? Glaubst du das? Oder hast du noch so Zweifel, dass du denkst, ja, vielleicht, nein, Gott ist 100%ig nur gut. Von ihm kommt nur Gutes.
Den Herrn preisen in allen Situationen unseres Lebens, unseres Alltags. Ich habe da eine Folie, ein bisschen eine andere Folie. Das ist eine Folie, wo ich so eines von meinen Bibelverskärtchen 4-mal vergrößert habe. Mal ein bisschen anders. Den Herrn preisen in allen Lebensumständen. Da steht Psalm 52, Vers 11. Ich will dich immer da preisen. Warum? Denn du machst es wohl. Denn du machst es wohl. Dann sagt er noch, will vor deinen Frommen verkünden, dass dein Name voll Güte ist. Der Name Gottes ist voll Güte. Güte gegen dich, Güte für dich. Aber hier der erste Teil. Ich will dich immer da preisen. Immer da. Das heißt immer. Nicht, weil die Sonne scheint, sie scheint ja gar nicht. Nicht, weil keine Probleme da sind. Nein, sondern weil du machst es wohl. Du machst es gut. Diese Haltung. Ich will dich preisen, weil ich weiß, du hast eine Lösung für mein Problem, für meine Schwierigkeit. Ich will dich preisen, weil ich weiß, du liebst mich. Du bist für mich. Total für mich. Ich will dich preisen, weil ich weiß, du bist größer. Es gibt keine Not. Es gibt keine Not auf dieser Welt. Keine Schwierigkeit, kein Problem, wo Gott sagen müsste, da kann ich jetzt auch nichts tun. Dieses Problem ist mir auch zu komplex, zu schwierig, zu groß. Da kann ich auch nichts tun. Gibt es nicht. Ich will dich immer da preisen, weil ich weiß, du machst es wohl. Du machst es gut. Darum fixiere dich auf Gott, auf seine Größe, auf seine Herrlichkeit, auf sein Wort mit all den Verheißungen und Zusagen, die wir darin finden. Fixiere ihn, nicht dein Problem. Schau ihn an. Ich will dich preisen. Und wenn du ihn preist, dann schaust du weg auf ihn. Und gerade dort, wo du vielleicht in überwältigenden Problemen bist, in Schwierigkeiten, wo du nicht drüber siehst oder die dich bedrängen und dein Leben schwierig und unkomfortabel machen, gerade dort preise den Herrn, schau auf ihn, nicht auf das Problem. Auch gerade dort, wo du schon lange auf die Erhörung deiner Gebete, nicht Gebote, Gebete, wartest oder wo du eine Verheißung beansprucht hast und sie hat sich noch nicht erfüllt, entscheide dich, ich will dich preisen. Ich will dich preisen, denn du machst es wohl, du machst es gut. Ich halte fest an deinem Wort. Ich halte fest an deinen Verheißungen, an deinen Zusagen. Und wenn wir das machen, ist das ja auch eine Form von Lobpreis. Das Wort Gottes höher stellen als die Umstände, als die Situation, als die Schwierigkeiten. Vielleicht auch als Aussagen, die gegen dich sind. Wenn alles gegen dich spricht, das Wort Gottes höher stellen und sagen, aber du hast gesagt. Und ich glaube, du bist treu und glaubwürdig. Ich glaube, dass dein Wort in meinem Leben in Erfüllung geht. Das ist auch eine Form von Lobpreis. Am Sonntag im Gottesdienst den Herrn preisen und ihm Lieder singen. Über alles andere bist du erhoben, o Herr. Das ist super, das ist schön. Und dann am Montag oder am Dienstag in den ersten Problemen und Schwierigkeiten zu sagen, ja Gott, du sagst es zwar in deinem Wort, aber ob das dann wirklich auch stimmt, weiß es nicht. Nein, wirklich den Herrn preisen heißt, Herr, du sagst es in deinem Wort. Und ich bleibe dabei. Ich bleibe dabei. Ich glaube, du stehst zu deinem Wort. Und darum will ich dich preisen in der Erwartung, du machst es gut. Du machst es wohl. Und solche Menschen sucht Gott. Solche Menschen, die bei seinem Wort bleiben. Die nicht sein Wort nehmen und noch andere Aussagen, sondern sein Wort. Das bedeutet Gott in Geist und Wahrheit anbeten, dass wir sein Wort über alles andere stellen in unserem Leben. Sein Wort über alles andere stellen, seine Aussagen. Dass wir seinem Wort die höchste und alleinige Autorität einräumen in unserem Leben. Und dann erwarten, dass er gemäß seinem Wort, gemäß seinen Verheißungen, gemäß seinen Aussagen auch wirkt. Ich möchte euch ein Beispiel geben aus unserem Leben. Ich habe es vermutlich schon mal erzählt da. Und ich will es nur ganz kurz in geraffter Form heute weitergeben. Es ist dieses Beispiel, als Monika, meine Frau und ich einige Jahre verheiratet waren, hätten wir gerne Kinder gehabt. Und es ging nicht. Es ging nicht. Und die Ärzte haben uns gesagt,
es geht nicht. Und wir haben dann gedacht, mal schauen, was sagt denn Gott dazu? Und ich kann euch sagen, die Bibel ist voll mit Aussagen über dieses Thema, wenn man das sucht. Es gibt sehr viel, was die Bibel darüber sagt. Und wir haben dann geschaut, was Gott darüber sagt. Und Gott ist uns da auch begegnet, hat uns eine Bibelstelle lebendig gemacht. Und wir haben uns entschieden, wir nehmen Gott beim Wort. Wir haben uns festgelegt, Gott, du hast so viele Verheißungen gegeben, wir nehmen dich beim Wort. Ich will dich immer da preisen, denn du machst es gut. Und wir haben uns so festgelegt. Und wir haben Verheißungen Gottes auf große Plakate, auf große Zettel geschrieben und unsere Wohnung damit tapeziert. Und wenn wir dann Zeiten hatten, wo wir gemeinsam Gott gepriesen haben, ihm Loblieder gesungen haben, haben wir damals praktisch jeden Tag gemacht. Stimmt. Und dann haben wir noch eine Zeit gehabt, wo wir so vor Gott gewesen sind und gesagt haben, Herr, du hast diese Worte gegeben. Und wir glauben dir, dass du zu deinem Wort stehst. Du bist Gott und du sagst nicht mal dies und mal das, sondern du bleibst bei deinem Wort. Und du hast so viele Worte gegeben und wir haben diese Worte ihm gesagt, uns gesagt und wir sind dabei geblieben. Und ist dann nicht ganz einfach, wenn du dann feststellst, es ist nichts passiert. Aber wir sind dabei geblieben, ich will dich immer da preisen, auch im Problem, auch in der Herausforderung, auch wenn scheinbar die Verheißung, die du hast, dann eben doch nicht in Erfüllung geht. Was machst du dann? Dabei bleiben. Ich will dich preisen, weil ich weiß, du stehst zu deinem Wort. Du machst es gut. Und in dieser Zeit hat der Teufel uns auch versucht, davon abzuhalten, dass wir eben dann sagen, ja, es hat halt doch nicht funktioniert, geht doch nicht, dass wir in Entmutigung, in Resignation hineinkommen und die Verheißung fahren lassen. Und so wären wir letztlich leer ausgegangen. Aber wir haben daran festgehalten, am Wort Gottes, sind durch die Situationen hindurchgegangen und wir haben das Eingreifen Gottes erlebt. Lobpreis in den Schwierigkeiten, in den Herausforderungen, in den Versuchungen, in den Problemen. Ich erlebe so Lobpreis, wenn alles schön, rund läuft, wenn alle deine Probleme abwesend sind, wenn deine Kinder alle gehorchen, wenn deine Frau heute lieb ist zu dir, was ja eine Folge ist, dass du ihr entsprechend auch begegnen musst, also du auch ein Lieber bist oder umgekehrt, wie auch immer. In einer solchen Situation, wenn dann das Bankkonto noch voll ist und das Auto frisch vorgeführt und durchgekommen ist, in dieser Situation Lobpreis zu machen, ist doch super. Ist wirklich schön. Super, da kannst du den Herrn so von vollem Herzen preisen und ihn anbeten. Aber Lobpreis in den Schwierigkeiten, in den Problemen, in den Anfechtungen und Sorgen des Alltags, da ist auch eine Kraft drin. Da ist eine Kraft drin, da ist eine Power von Gott drin. Und Lobpreis genau in diesen schwierigen Situationen, wenn du erwartest, Gott, ich will dich preisen, nicht weil ich keine Probleme habe, sondern weil ich erwarte und weiß, du hast eine Lösung. Du wirst es gut machen. Das ist eine Notwendigkeit. Es wendet deine Not. Es ist notwendig, in diesen Situationen Lobpreis zu machen, auf den Herrn zu schauen und eben nicht auf die Probleme. Nicht den Problemen, den Schwierigkeiten das letzte Wort übergeben, sondern schauen, was sagt denn mein Gott dazu und ihn zu preisen und dabei zu bleiben. Die Bibel ist voll von Beispielen von Menschen, die in notvolle Situationen hineinkamen und in diesen Situationen sich entschieden, ich will den Herrn preisen, ich will den Herrn preisen. Die Bibel ist voll von solchen Menschen und die dann erlebten, wie sich die Situation, wo sie drin waren, verändert hat. Also Lobpreis in Schwierigkeiten ist nicht nur dazu da, dass du dann halt gute Gefühle bekommst, dass es dir gut geht, dass du happy bist und wirklich dich gut fühlst und dann gehst du mit guten Gefühlen unter. Aber wenigstens hast du gute Gefühle gehabt. Nein, ist dazu da, dass deine Umstände, deine Schwierigkeiten, deine Probleme gelöst werden, wenn du auf ihn schaust und nicht auf deine Probleme. Wenn du auf die Lösung schaust, die Gott schon vorbereitet hat, wenn du auf ihn als Person schaust, wie er ist, wie er denkt, wie er dich sieht, was er für dich vorbereitet hat, das verändert, da ist eine Kraft drin, das hat Auswirkungen auf unser Leben und auch auf unsere Umstände.
Das bedeutet Gott in Geist und in Wahrheit anbeten, mitten in der Not, auf ihn ausgerichtet sein, weil wir wissen, er hat eine Lösung für dich, für dein Problem bereit. Und mein Anliegen heute Morgen für uns, und ich glaube, es ist das Anliegen vom Heiligen Geist, dass wir zu solchen Menschen werden, dass du zu einer solchen Person wirst, die nicht auf die Probleme fixiert ist und untergeht in den Problemen, sondern dass du ein Mensch bist, der sagt, ich will dich immer da preisen, weil ich weiß, du machst es gut, du bist für mich, du bist für mich. Auch wenn es jetzt so aussieht, als wären alle gegen mich, ich weiß, du bist für mich. Wenn wir in diese Haltung hineinkommen, werden wir auch weiterhin Probleme und Schwierigkeiten haben, aber wir werden siegreich hindurchgehen. Siegreich hindurchgehen. Die Bibel sagt ja, wir sind mehr als Überwinder. Du bist mehr als ein Überwinder. Es steht da dieses griechische Wort, dieses Faszinierende, das fasziniert mich immer wieder, wenn ich das lese. Da steht Hypernikao. Da steht, du wirst übersiegen. Übersiegen. Also nicht nur siegen, sondern du wirst übersiegen. Wenn du bereit bist, den Herrn zu preisen, in diese Haltung hineinzukommen, dann bist du ein Übersieger. Nicht ein Überflieger, sondern ein Übersieger. Ein Beispiel aus der Bibel. Ihr kennt vermutlich alle diese Geschichte von diesen zwei Männern, die in eine Stadt hineinkamen und da das Evangelium verkündigten, das Reich Gottes verkündigten und verbreiten wollten und dann eine Frau, die von dämonischen Mächten geplagt wurde, befreiten, sie freisetzten. Und aufgrund von dem Guten, das sie da getan haben, kamen sie in große Schwierigkeiten. Sie wurden verhaftet, sie wurden ausgepeitscht, sie wurden schlussendlich im Hochsicherheitstrakt, im innersten Teil des Gefängnisses in dieser Stadt, in den Block gesperrt. Ihr kennt wahrscheinlich diese Geschichte von Paulus und von Silas, als sie nach Philippi kamen. Apostelgeschichte 16, ab Vers 23. Und nachdem sie ihnen viele Schläge hatten geben lassen, setzten sie gefangen und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Der brachte sie auf solchen Befehl hin in das innere Gefängnis und schloss ihnen die Füße in den Block. In das innere Gefängnis, also in den Hochsicherheitstrakt, da gibt es kein Entkommen. Da bist du zu innerst drin in diesem Gefängnis, total sicher verwahrt, ungerecht, ohne fairen Prozess. Da sind alle Leute gegen dich, die Oberen dieser Stadt, gemein und fies. Dabei wollten sie ja nur das Reich Gottes, das Evangelium verkünden. Dann im Vers 25, um Mitternacht aber, beteten Paulus und Silas und sangen Gott Loblieder. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Ungerecht behandelt, geschlagen, blutiger Rücken, Schmerzen. Und dann noch im innersten Teil des Gefängnisses lauter gottlose, böse Menschen um dich herum. Was haben sie gemacht? Den Herrn gepriesen. Den Herrn gepriesen. Ich habe mich gefragt, wie wäre das mit uns gewesen in derselben Situation? Oder du kannst dich fragen, wie wäre das mit mir gewesen? Wäre ich in dieser Situation überhaupt auf die Idee gekommen, den Herrn zu preisen? Wäre es mir da überhaupt in den Sinn gekommen, ja, jetzt ist so richtig Anbetungszeit. Wäre uns das hier überhaupt in den Sinn gekommen? Bei denen war es so. Und die haben so laut gesungen, da steht, und alle hörten sie. Alle haben sie gehört. Also nicht nur so leise verhalten, Halleluja, sondern volle Pulle. Uns wäre es vielleicht ein bisschen peinlich gewesen in dieser Situation. Was denken die Leute? Was sagen die Leute, wenn sie uns jetzt da hören, in dieser gottlosen Umgebung? Was sagen die Leute? Was denken die von uns? Wir spinnen, wir seien extreme Fundamentalisten. Was denken die Leute? Und oft sind wir doch so, dass wir denken, was sagen die Leute, wenn sie mich sehen? Was sagen die Leute, wenn ich auf die Straße gehe? Die haben nicht so gedacht, sondern sie haben in voller Lautstärke den Herrn gepriesen. Alle steht, alle haben sie gehört. Sie fingen an in einer Situation, wo sich noch nichts verändert hatte. War immer noch dieselbe Situation, immer noch der blutende Rücken, die Schmerzen, die Füße im Block, immer noch zu Unrecht in dieser Situation.
weil sie Gutes getan hatten, das Evangelium verkünden wollten. Die Situation war immer noch genau dieselbe. Keine Lösung in Sicht, keine Lösung in Sicht. Sie hätten ja auch sagen können, in dieser Situation, was wir vielleicht manchmal sagen, sie hätten sagen können, oh Gott, wo bist du? Gott, wo bist du? Warum? Warum gerade ich? Hast du mich total vergessen? Gott, wo bist du? Schau nur meine Situation an, so verfahren, so hoffnungslos, so endgültig, im innersten Teil dieses Gefängnisses. Da werden wir vergessen. Niemand weiß, wo wir sind, niemand denkt an uns. Da werden wir vergessen, verschollen. Amnesty International gab es damals noch nicht, die Gefängnisbesuche machten. Also die waren da im innersten Teil dieses Gefängnisses hoffnungslos, endgültig, ausweglos. Und die Leute dieser Stadt, alle gegen sich, die waren gegen sie. Und wenn sie in dieser Situation sagen, oh Gott, wo bist du? Warum hast du das zugelassen? Dann würden wir sagen, ja, es würde mir auch so gehen in dieser Situation. Würde ich wahrscheinlich auch so sagen. Wir würden das verstehen. Wir würden das verstehen, absolut menschlich. Sie hätten aber auch sagen können, ja, das ist jetzt eben Gottes Wille für mich, für mein Leben. Das ist Gottes Wille für mich. Damit ich etwas lerne, vielleicht damit mein Charakter veredelt wird. Tönt gut, tönt gut. Es war aber nicht der Wille Gottes für sie, dass sie da sitzen. Oder das ist das Kreuz, das ich jetzt eben auf mich nehmen muss. Und ich muss jetzt mit diesem Kreuz leben, in meinem Leben. Oder sie hätten sagen können, ja, das ist jetzt eben doch die Strafe Gottes für meine Sünden. Das ist jetzt eben doch. Eigentlich stimmt es ja. Ich bin so ein schlechter Mensch gewesen. Eigentlich stimmt es ja, wenn ich mich genau anschaue, ich habe es ja verdient. Das ist es jetzt eben, was ich tragen muss, aufgrund meines Lebens von früher. Herr, ich bin bereit, die Strafe zu tragen. Nein, die Strafe und die Sünde und die Schuld hat ja Jesus auf sich genommen am Kreuz von Golgatha, damit du frei sein kannst von Sünde und von Schuld. Sie warteten auch nicht, bis sich die Situation geändert haben würde und dann, wenn sie vor dem Gefängnis stehen, dann sagen, Halleluja, Herr, du bist so gut. Wäre auch gut. Machen wir doch oft so. Nach dem Problem sagen wir, Halleluja, Jesus, du bist so gut. Und ich kann mir vorstellen, die zwei, die saßen da im Gefängnis, Füße im Block, eigentlich ausweglos, vorerst mal hoffnungslos. Und ich kann mir vorstellen, wie der Teufel sich die Hände gerieben hat und sich gefreut hat und gedacht hat, ja, diese beiden, die haben gedacht, sie kommen da nach Philippi und die mischen da Philippi mit dem Evangelium auf, verkünden da das Evangelium und denen habe ich es schön besorgt. Die sind weg in der Vergessenheit. Denen habe ich es schön, die beiden habe ich unschädlich gemacht. Wahrscheinlich hat er sich gefreut. Aber was haben die beiden gemacht? Vers 25, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und sangen Gott Loblieder. Volle Kanne, volle Lautstärke. Und was wichtig ist, auch für uns wichtig ist, diese beiden, Paulus und Silas, die haben sich da nicht im Gefängnis zusammengerissen und zueinander gesagt, hey, wir haben doch damals so eine Predigt gehört. Wenn man den Herrn preist, dann geschieht etwas. Es gibt doch so eine geistliche Gesetzmäßigkeit. Wenn man den Herrn preist, dann geschieht was. Hey, komm, wir versuchen das mal. Nein, das war ihr Lebensstil. Das war ihr Lebensstil. Gott im Geist und in Wahrheit anbeten, das war ihr Lebensstil. Wenn das nicht dein Lebensstil ist, dann wirst du es in einer solchen Situation, wenn du dann in eine solche Situation hineinkommst, wirst du es erst recht nicht machen. Dann kommst du gar nicht erst auf die Idee, den Herrn zu preisen in einer solchen Situation. Aber Paulus und Silas, die machten das. Die schauten weg vom schmerzenden Rücken, weg vom Blut, weg von den negativen, ausweglosen, hoffnungslosen Umständen. Sie schauten weg von Hass und Bitterkeit gegen diese Menschen, die sie in diese Situation hineingebracht haben. Sie schauten weg auf Gott. Sie schauten ihn an und sie entschieden sich, wir preisen dich. Ich will dich immer da preisen, denn du machst es wohl. Sie wussten nicht, wann macht Gott etwas. Sie wussten nicht mal, macht er jetzt überhaupt etwas? Sie wussten es nicht. Wie macht er das? Was wird geschehen?
Sie hatten keine Ahnung. Aber sie haben sich entschieden, ich will dich preisen, denn du machst es gut. Und sie priesen den Herrn laut in dieser negativen, gottlosen, destruktiven Umgebung. Und was geschah? Vers 26. Plötzlich aber entstand ein großes Erdbeben, so dass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Da öffneten sich sofort alle Türen und die Fesseln aller lösten sich. Ein gewaltiges Ereignis, ein gewaltiger Sieg, ein Erdbeben, weil zwei Männer da waren, die sich entschieden, in ihrer Not den Herrn zu preisen. Ein gewaltiger Sieg. Stell dir vor, wenn die dann zurückkamen in ihre Heimatgemeinde, was die erzählen konnten. Hey, wir haben den Herrn gepriesen im Gefängnis und da ein Erdbeben. Und alle Türen, nicht nur ihre, alle Türen haben sich geöffnet. Und ist keiner abgehauen. Ist keiner abgehauen. Weil sie sich entschieden, mitten in ihrer Not, mitten in ihrem Problem, nicht auf das Problem, auf die Not fixiert zu sein, sondern den Herrn anzuschauen, konnte Gott gewaltig eingreifen. Wenn du dich entscheidest, mitten in deiner Not, in deinem Problem, in deiner Krankheit, in deiner Herausforderung, wo du drin bist, wenn du dich entscheidest, da den Herrn zu preisen, dann machst du dem Herrn eine Bahn, dass er eingreifen kann in dein Leben hinein, in deine Situation hinein. Und dann weiter Vers 27. Als nun der Kerkermeister aus dem Schlaf erwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich töten, weil er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Doch Paulus rief mit lauter Stimme, tue dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Also keiner ist abgehauen. Die haben alle gemerkt, da ist irgendetwas Gewaltiges geschehen. Vers 29, da forderte er Licht, sprang hinein und warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie hinaus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Ihr Herren, plötzlich nennt er sie Herren. Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Dieser hartgesottene Mann, der hat erlebt, er ist Gott begegnet. Er hat eine Erweisung der Kraft Gottes erlebt. Und er hat nicht gefragt, hey, wie habt ihr das gemacht? Woher habt ihr diese Kraft? Sondern er hat festgestellt, hey, ich bin verloren. Ich bin verloren. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Weil zwei Männer sich entschieden haben, den Herrn zu preisen in ihrer Not, wurde der Kerkermeister und seine Familie gerettet. Satan wollte den Paulus und den Silas stoppen. Er hat gesagt, stopp bis hierher und nicht weiter in Philippi. Er wollte sie stoppen. Und das will er auch bei dir. Auch bei dir bringt er immer wieder Hindernisse in dein Leben, wo er sagt, bis hierher und nicht weiter. Er bringt dir immer wieder solche Dinge. Was wäre geschehen, wenn Paulus und Silas die Probleme hingenommen hätten, die Situation hingenommen hätten, sich damit arrangiert hätten? Was wäre geschehen? Aber sie schauten auf Gott, sie entschieden sich, den Herrn zu preisen. Und so konnte Gott eingreifen und sie erlebten einen gewaltigen Sieg. Und die Folge davon war, der Kerkermeister samt seiner Familie wurde errettet und in Philippi entstand eine starke, große Gemeinde. Viele sind zum Glauben gekommen. Und so ist es bei dir. Satan bringt auch in deinem Leben Hindernisse, er bringt Schwierigkeiten, Probleme in dein Leben hinein, um dich zu stoppen. Und er sagt dir bis hierher und nicht weiter. Weiter kommst du nicht. Damit musst du jetzt leben. Das gehört aber jetzt zu deinem Leben. Das ist unwiderruflich, endgültig, hoffnungslos. So ist es jetzt in deinem Leben. Er bringt dir Schwierigkeiten, Krankheiten, Probleme, Nöte in dein Leben, um dich zu stoppen. Und er sagt dir dann, damit musst du jetzt leben. Damit musst du jetzt leben. Und jetzt liegt es an dir, an uns. Wie reagierst du jetzt in diese Situation? Was machst du jetzt in dieser Situation? Du kannst sagen, ich gebe auf, ich ergebe mich. Das ist mir zu viel. Da komme ich nicht durch. Das geht über meine Kräfte. Schaffe ich nicht, kann ich nicht. Oder du kannst dich arrangieren mit deinem Problem.
Du kannst sagen, ja, jetzt ist dieses Problem da in meinem Leben, jetzt muss ich schauen, dass ich trotz diesem Problem meine Lebensqualität einigermaßen erhalten kann, dass ich mit diesem Problem doch noch so gut wie möglich leben kann. Du probierst dich zu arrangieren mit dem Problem, nimmst es hin. Oder du motzt und bist bitter gegen Gott und die Welt, bist aggressiv. Oder du bist enttäuscht über Gott, dass er dich in eine solche Situation gebracht hat. Du wolltest ihm doch so dienen und er hat dich dann in eine solche Situation gebracht und hat dich dann da scheinbar vergessen. Habt ihr schon gemerkt, in unserer heutigen Zeit gibt es sehr, sehr viele enttäuschte Christen, die dann Gott die Schuld geben für ihre Probleme, für ihre Nöte. Ich habe so geglaubt. Es liegt an uns. Wie reagierst du dann in der Herausforderung, in der Anfechtung, im Problem, in der Not, in die du hineinkommst? Wie reagierst du da? Resignieren, motzen, Enttäuschung? Oder entscheidest du dich wie Paulus und Silas? Herr, ich will dich preisen. Ich will dich preisen, denn du machst es gut. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wann, aber ich weiß, du bist für mich. Du machst es gut, auch in meinem Leben. Bist du bereit, mitten in deinen Umständen, wo du jetzt drin bist, mitten in deinen Problemen, Schwierigkeiten, Herausforderungen, Gott zu preisen, nicht auf die Umstände zu schauen, nicht den Umständen das letzte Wort zu geben, sondern auf das Wort Gottes, auf seine Verheißungen und Zusagen zu schauen und zu sagen, Gott, du bist größer. Und ich erachte dich für treu und für glaubwürdig, dass du dein Wort in meinem Leben in Erfüllung bringen wirst. Ich preise dich, du machst es gut. Auf Gott schauen oder auf das Problem schauen. John Osteen, ein Mann von Amerika, ein großer Mann Gottes, der hat mal einen schönen Spruch gesagt, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Oder soll ich ihn doch nicht sagen? Der hat gesagt, sage nicht deinem Gott, wie groß dein Problem ist. Sage nicht deinem Gott, wie groß dein Problem ist. Es geht noch weiter. Sondern sage deinem Problem, wie groß dein Gott ist. Das ist die richtige Perspektive. Nicht auf das Problem fixiert sein, wie groß doch dein Problem ist, sondern schau deinen Gott an. Und wenn du deinen Gott siehst und dann dein Problem, deine Schwierigkeit, dann hast du die richtigen Relationen. Und wenn wir das praktizieren, wenn du das praktizierst, Gott anbetest, ihn preist, trotz oder in deinen Umständen, in deinen Nöten, ihn preist, ihn anbetest. Und ich meine es jetzt buchstäblich. Nicht einfach, wenn du findest, ja, das ist gut, das ist eine Möglichkeit, das ist ein Weg, finde ich gut, genau. Super, sondern ich meine es buchstäblich. Wenn du wirklich in deiner Not, wo du drin bist, halt dann deine Gitarre nimmst. Oder wenn du des Gitarrespielens nicht mächtig bist, dann steck halt dein Keyboard ein. Oder schieb eine CD rein oder eine Kassette oder sing halt ohne Instrumente und preise den Herrn, preise ihn. Und dann denkst du, ja, meine Nachbarn, die unten und die oben. Was denken die Leute, wenn ich das mache? Die denken sowieso. Dann mach das buchstäblich. Entscheide dich, Herr, ich will dich jetzt preisen. Ich will dich preisen. Ich will jetzt wegschauen von meinen Umständen, von meiner Not auf dich. Ich will dich preisen. Ich nehme dir jetzt eine Zeit, wo ich dich preise, wo ich dich anbete, wo ich auf dich schaue. Wirklich so machen. Nicht nur gut finden, sondern wirklich praktizieren. Hinter jeder Not, hinter jedem Problem, hinter jeder Schwierigkeit, in der du bist, wartet schon die Lösung Gottes. Hast du gehört? Hinter jeder Not, hinter jedem Problem, in der du bist, wartet schon die Lösung Gottes. Vorausgesetzt, du entscheidest dich, den Herrn zu preisen. Hinter unser Beispiel der Kinderlosigkeit, hinter unserem Problem, das wir damals hatten, wo wir gelitten haben, wo wir den Herrn gesucht haben, warteten schon Jonas, Manuela, Lukas und Jasmin. Die warteten schon. Wenn wir aufgegeben hätten im Problem, wenn wir auf den Teufel gehört hätten, der gesagt hat, das klappt ja sowieso nicht, geht nicht, endgültig, hoffnungslos. Hinter der Not von Paulus und Silas war der Kerkermeister und seine Familie. Hinter der Not von Paulus und Silas war eine starke Gemeinde in Philippi. Hinter deiner Not, wo du drin bist, hinter deinem Problem, hinter deiner Sorge oder was auch immer, setzt da dein Problem ein, wartet schon die Lösung Gottes. Sie wartet schon. Aber sie wird nur sichtbar oder manifest in deinem Leben, wenn du dich entscheidest, ich will dich anschauen. Ich will nicht die Not fixieren, sondern ich will dich anschauen. Ich will dich immer da preisen, denn du machst es gut. Du machst es wohl. So, wenn du in dieser Haltung bist, wenn du bereit bist, Gott anzubeten,
in den Umständen, im Problem, in der Not, wenn du bereit bist, den Herrn in Geist und Wahrheit anzubeten, dann kommt die Lösung Gottes ins Sichtbare hinein. Dann erlebst du die Lösung Gottes in deiner Situation von deinem Problem. Wann und wie das Eingreifen Gottes kommt, das wissen wir vielleicht nicht. Aber wir wissen, wir haben die Verheißung, ich will dich preisen, denn du machst es gut. Du machst es wohl. Du machst es gut. Egal wie die Situation ist, du machst es gut. Gott hat eine Lösung für dich bereit. Und er möchte diese Lösung hineinbringen in dein Leben hinein. Und der Nebeneffekt, wenn wir das praktizieren, wenn wir das machen, ist, dass die Menschen um dich herum, die werden das sehen. Die werden das sehen. Und die werden feststellen, erkennen, dass mit dir etwas geschehen ist. So wie bei dem Kerkermeister. Die werden merken, irgendetwas ist bei dir, was sie neugierig macht. Und sie werden das auch wollen. Deine Verwandten, deine Freunde, deine Kollegen, dein Chef vielleicht, aber auch deine Feinde, die Menschen, die gegen dich sind, die werden das sehen, dass du etwas hast, was ihnen fehlt, was sie auch haben möchten. Gott sucht solche Menschen, die bereit sind, in der Not nicht aufzugeben und ihm die Schuld in die Schuhe zu schieben, zu sagen, Gott, warum ich, sondern die bereit sind, in der Not auf ihn zu schauen und seine Lösung zu erwarten. Zu erwarten, dass er gemäß seinem Wort, seinen Verheißungen, seinen Zusagen handelt. Gott in Geist und in Wahrheit anbeten. Nicht nur am Sonntag, sondern im Alltag. Mitten im Problem, mitten in der Schwierigkeit. Ihn anbeten. Dann kann er sich auch in deinem Leben, in deiner Not, in deinen Umständen erweisen. Meine Frage, willst du so jemand sein? Willst du so jemand sein? Willst du so jemand sein, der sagt, Herr, ich will dich über allem anbeten, weil ich weiß, du machst es gut. Willst du so jemand sein? Und ich möchte euch herausfordern heute Morgen, wenn du sagst, wenn du das willst, ich will so jemand sein. In meinem Fall, Gott, du brauchst nicht weiter zu suchen. In meinem Fall, Gott, du hast mich gefunden. Dann möchte ich euch einladen, die das wollen, dann winkt mal dem Herrn zu. Winkt ihm zu jetzt, hebt eure Hände und winkt ihm zu und sagt, Herr, ich will, Herr, ich will, ich will. Amen.